Vielmals. Merci, Herr Präsident. Die Damen und die Herren, ich will vielleicht aufhängen mit einem Sujet, den auch Herr Delles annimmt hat, das engagiert an der Reform von unserer Verfassung. Das ist ein Prestigeprojekt gewirrscht, wir hören am Blick nicht mehr ganz viel davon, das bleibt bei der Chambre, das Projekt 4 zu bereden, mehr an einer Debatte wie heute, weil die Regierung kein Wort darüber gesagt hat, doch an hierarchiert, als da interessant für zu fragen, was ist die Meinung von der Regierung, weil wir sind an der Halbzeit von dieser Legislaturperiode, wenn wir nach wollen, eine Verfassungsreform an dieser Legislaturperiode durchziehen, dann gibt es aber Zeit, dass wir über ein Datum für ein Referendum eins gehen. Ich will noch einmal häufig DDR so, dass wir ganz viele Probleme mit dem Verfassungsentwurf haben. Die soll Monarchie schwächen, die soll als Souveränitätsrechter permanent und die Europäische Union auftreten. Und das an einem Blick von mir gesehen, dass die Europäische Union an der Form, wie sie heute existiert, immens Probleme heute überhaupt zu evaluieren. An einer Probleme nach der Aufschaffung von zum Beispiel der Cour konstitutionell, die da vier gesehen ist, alles das ist da der große Problem. Dafür ist für uns ein wichtiges Sujet, aber weil da war Prestigeprojekt auch von dieser Koalition wäre, muss ich aber froh, wo da drin ist. Das ist ja ganz klar. Ob es an dieser Legislaturperiode ist oder an der nächsten Legislaturperiode, das Konstitution kann an Eisen nimmen durch ein Referendum angeholt gehen. Und der DDR wird auch dafür sorgen, dass Volk es die dezidiert, ob man eine neue Konstitution wird kreieren oder nicht. Nationalitätsgesetz ist auch kurz angeschwärzt gehen. Auch da haben wir ganz klar Prinzipien. Für uns als Lien zwischen Nationalität und Spruch nie aufzustreiten. Aber Lützeburg muss auch der Integrationsspruch sein. Aus diesen zwei Grundkonsiderationen haben wir eine ganze Reihe von Problemen mit dem Gesetz, das die Koalition zusammen mit der CSV ausgeschafft hat. Und wir werden als ADR an der approprierter Form den Blick reagieren, wenn wir auf die Diskussionen über das Nationalitätsgesetz kommen, weil dann Eisen viele Prinzipien verletzt, die aber müssten an einem Staat gelten. Sicherheit hat für uns Priorität, Sicherheit am weiten Sinn. Eine Reihe Sachen sind noch angeschwärzt gehen, das geht von der Belästigung durch organisierte Häscherbanden bis über Kriminalität, Angriff gegen Leid bis zu internationalen Frohe wie der Lüt gegen den Terrorismus. Ich meine, das ist eine Kehrfunktion vom Staat für die Sicherheit von den Leuten zu sorgen. Und als ADR wird man alles mehr für als Sicherheitsorgane auch an der Richtung zu unterstützen, an ihnen die nötigen Mittel zu geben. Eine von den Lakunen an der Regierungserklärung wurde über Défense nicht geschwärzt. Das ist aber interessant, weil die Regierung hat ein finanziell großes Engagement geholt, nämlich Dokumentation, wo man vor der Défense 0,4 auf 0,6% vom Bruttoinlandsprodukt, größten Teil an dieser Legislaturperiode, mit das soll bis 2020 gehen. Was ja aber auch für die Regierung wahrscheinlich kein einfachen Exerzice ist, mehrere immer, dass man eng von der Regierungsparteien sich so halb distanziert von dem Exerzice. Dafür ist es aber interessant, für zu sehen, wie die Regierung langfristig den Erfolg der Défense gesagt, weil an all internationaler Konferenz, ob das von der NATO aus, bei der Europäischen Union, an diversen Ausfeierungen, immer an viele Schlussdokumenten steht, dass durch ein Engagement aus, dass Staaten sollen 2% vom Bruttoinlandsprodukt für ihren Erfolg der Défense gehen. 2%. Und ich habe nie gesehen, ob einer von den Konferenzen, dass die Regierung da gegen Reserve machen oder nicht über der D'accord wäre. Dafür als die Regierung akzeptiert sie das dann noch, weil sie das doch national vertreten, weil es auf internationalem Plan akzeptiert, nämlich dass der Erfolg der Défense soll weiter abgeschraubt gehen, aber wenn sie das will, auf welchen Zeitraum, aber mit welchen budgetären Mitteln. Force Publique allgemein leiden an einem ganz großen Personalmangel, für all die verschiedene Wollen unzuschwätzen, da der dann noch eine Interpellation mal über die Armee gefroht, die wir hoffen können, am Hirschstreit zu holen. Police braucht nicht nur strukturelle Reformen, über die am Blick ganz viel geschwärzt wird, aber vor allem braucht man auch ein neues Polizeigesetz. Wir müssen der Police, genau wie am Ausland, einfach auch im administrativen Bereich, die Police administrativ, wie das heißt, klar Kompetenzen gehen, auch da mehr eine große Unabhängigkeit vom Apparat judiciaire, wie das an allen europäischen Ländern der Fall ist. Wir sind mit der Belg, und noch mehr wie Belg, das Land in Europa, wo die Police am meisten Kompetenzen hat, par rapport zu den Aufgaben, die sie eigentlich erfüllen.
Platzverweis als Stichwort, weil ich kann an dem direkt an dem Zusammenhang annehmen, auch die direkt zusammen mit anderen Polizeikräften am Ausland. Überall do entstehen Probleme. Es wäre übrigens so eine administrative Entlastung für die Justiz. Von Police könnt eine Reihe Sachen autonom machen, ohne die Alkeiers müssen ein Substitut oder irgendeine andere Autorität zu fragen, ob sie das da wirklich sterft machen. Also alles das aus dem Kader im Recht hat, alles das funktioniert, aber praktisch alle europäischen Staaten an Lin von der ADR als die Kompetenz von der Police mal anzupassen und das wird aber Norm am Ausland aus. Verhältnismäßigkeit ist auch ein Stichwort. Wir erinnern uns ganz gut, dass von dem Minister Schneider, Etienne Schneider, angefangen hat, mal von an seiner Funktion als Polizeiminister, hat etwas gesagt, was sympathisch wäre. Nicht gesagt, dass der Polizist mit eine gewisse Marsch d'Appreciation kreieren. Das Bild von der Police muss in dem Sinn auch ein bisschen sehen, dass der Polizist bei ganz kleinen Sachen auch mal kann sagen, das gut für die Keier, für das Leute Vertrauen an die Police kreieren, wir kommen nicht mehr so rum, also ein anderes Bild von der Polizei. Darüber geht am Blick nicht mehr geschwärzt, anscheinend vor der Parquet, komplett oder gehen für der Polizei eng Marsch d'Appreciation zu gehen, wird aber Justiz hört, weil Justiz hört den droit de classer sans suite, der Parquet ohne eine Prozedur, ohne dass da eine spezielle Decision muss geholt gehen, mit dann schmenge von den selber die Possibilitäten hört, da müssen aber auch können, der Police Bagatellfälle aber auch ein bisschen eine Flexibilität gehen. Das geht so weit, dass schon eine Obligation de dénoncer besteht, das kann bis zu einer Entrave de la Justice gehen, weil Delikte, ich erinnere an die Demokratische Partei, genau wie der ADR, das Gesetz nicht gestimmt hat. Dafür ist es aber ganz wichtig, dass wir auch da gucken, nur Verhältnismäßigkeit an all diese Sachen. Was Justiz selber geht, ist doch eine Position von der ADR, dass man gehättete Parquet, also die Magistratur de Bout, von der Magistratur Assise getrennt wird, das auch am Interesse von der Rechter, von der Verteidigung. Bei den Reformen, die ausstehen, da sehen wir genauso, wie ich mein CSV hat das auch schon annimmt, dass gewisse wichtige Gesetze, eine Reihe wichtige Gesetze nicht an die Chamber kommen. Wir werden auch auf das neue Schädigungsgesetz, was ja immens viel Leid an unserer Gesellschaft interessiert, Reform vom Familienrecht, auch Tütel an einer Frohe, wie sie heute schon genannt gesehen, das sind wichtige Reformen. Wir werden drauf. Wir werden uns aber Sorgen, homosexuelle Bestätnis aus den Konsequenzen. Denn Herr Roth hat ganz höflich gesagt, der CSV do à l'origine, das verstehe mir haut noch nicht. Der CSV à l'origine kommt sich vom homosexuelle Bestätnis. Haut sind wir mit den Konsequenzen konfrontiert. Wir haben uns ja dagegen ausgeschwert, wenn es um Schutz umkommt. Und wir haben haut, gesehen wir ja, dass GPA etwas für normalerweise alle Menschen mit so einer Gestation pour autrui, Leihmutterschaft, dass das beschlecht ist, als dass die auch ihre Löser an das Land finden, eine Merkantilisierung vom Körper von der Frau, und eine Merkantilisierung vom Kind als Handelsobjekt am Platz von einem Produkt von der Lebt. Und das zum Beispiel heute gesehen, an einer Question parlementaire. Ich weiß nicht, wer die Regierung das amüsant fand, Gestation pour autrui, sie kann es das nur erklären. Ich fand es gut nicht amüsant. Heute eine Question parlementaire gestaltet gehen von einem sozialistischen Deputierten, den Bezug hält auf den Congé parental für Leute, die erkannt über eine Gestation pour autrui gekriegt haben. Das ist ganz interessant, weil ihr seht, müssten die Älteren dann nicht an den Situationen, also die Kanner, die Älteren genannt, die Kanner über ein GPA kriegt und die einer dieselbe Stressstellung, zum Beispiel, was der Congé parental angeht. Da müsst ihr erwarten, dass die Regierung, du seht, das wäre etwas für sie, was nicht moralisch tragbar wäre, das wäre mal eine Antwort, die mir als erwartet hatte. Nee. Die Regierung antwortet, Madame le Ministre de la Famille et de l'Intégration fait examiner l'opportunité et les conséquences d'une éventuelle adaptation de cette disposition. Hij möcht also die Regierung eng dir op für de Congé parental nur der GPA, nur der Behandlung vom Mensch als ein Handelsprodukt. Und das als eine Regierung, weil wir als für den Schutz zum Kind engagieren, den Schutz zum Leben und den Schutz zum Kind, die Grundfeste, Grundpfeiler von der Politik von der ADR,
Und wir werden also so Entwicklungen auf jeden Fall bekämpfen. Wir machen nicht erst die Kanner ein Handelsprodukt. Sind die Kanner da haben die kein Recht darüber, dass die Eltern auch mehr Zeit mit ihnen können verbringen? Also das wäre aber mal froh. Sind die Kanner kein Kanner wie Diana? Vielmals merci für Ihre Antwort, Herr Kartheiser. Ich kann das ganz lange mit dir diskutieren. Aber ich so nicht einfach etwas. Ich so nicht etwas, aber wir werden die Diskussion hier noch ganz am Detail feiern. Geht aber die Minute für Proben am Minister. Selbstverständlich, wenn dir von der Regierung unterbracht geht, kriegt ihr selbstverständlich Zeit, für darauf zu reagieren. Vielmals merci. Ich will der Regierung etwas so, was vielleicht wie eine Banalität klingt, mir offensichtlich für diese Koalition keine Banalität ist. Es ist nicht, weil irgendetwas an der Welt existiert, an GPA existiert, dass der Legislateur, es muss an als Rechtsordnung aufhören. Es kann nicht etwas, was existiert, aber vielleicht keine moralische Legitimität hat, an die Rechtsordnung dann aufhören und nicht legalisieren. Das Argument geht nicht durch. Es muss in etwas auch keine kondamnieren. Weil Politik ist ja nicht, was einfach da haben Druck lebt, an der Entwicklungen an der Gesellschaft, mit den Politikern und Gesetz, also immer auch eine normative Funktion. Es lebt nicht am moral eidle Raum, mehr in das Dorf, wie auch an der Gesellschaft dafür zu sorgen, dass die Schwächsten an der Gesellschaft zum Beispiel kann Verdediger fallen. An eine Regierung sollte Verdediger von den Schwachen sehen, an das Regierung als offensichtlich nicht kapabel, die Rolle zu erfüllen. An den Detail von der Diskussion freuen wir uns drauf, als ADR anzugehen, weil wir werden niemals an unserer politischer Richtung die zwei Grundprinzipien, den Schutz zum Leben und den Schutz zum Kampf verroten. Wir sind da, für Politik mit Moral zu machen. Nach zur Fonction publique. Immoral, ja, immoral. Nach zur Fonction publique. Für an eisen Ern, dass ja hier auf der CSV-Seite ein kleiner Unterschied abgetreten über das Statut von der Fonction publique ist. Herr Spautz hat probiert, das zu korrigieren, on apprend not. Herr Eichner hat es ähnlich gesagt. Für uns ist ganz klar, dass die Fonction publique ihre Statut tut. Wir bekennen uns zu der Fonction publique. Fonction publique soll Lützeburgisch bleiben. Sie soll Lützeburgisch schwätzen. Sie soll am Dienst von den Bürgern, von unseren Unternehmen, vom Land stehen. Wir sollen aber auch, dass wir einen schlanken Staat hätten als ADR. Wir wollen keine Etat-Pläthorik. Wir wollen nicht, dass der Staat ausufert und noch zu einem riesigen Kostenfaktor sich entwickelt. Und keiner will das am Land. Auch CGFP betont immer, dass wir einen schlanken Staat wollen. Für uns ist aber interessant zu sehen, dass das Regierungscenter dazu untritt, anscheinend ganz viel Leute neu engagiert. Wir werden über die Wege der Question parlamentär schriftlich, weil wir hatten das ja auch schriftlich als Antwort, immer nur frohen, wer dann und zusätzliche Plätze von dieser Regierung auf irgendeiner Domäne genau geschafft werden, auf wie sich die justifizieren. Es ist auch eine Verantwortung, wenn wir wo riesigen Defizite beim Staat schwätzen. Und wir wissen ja alle gut, dass das so ist, dass man muss zu Summen darauf aufpassen, dass der Staat sich soll auf seine Kernfunktionen konzentrieren. Für die Funktionen zu erfüllen, muss genug Leute tun, gut ausgebildete Leute, gut formiert, auch gut bezahlte Leute, keine Diskussion. Aber der Staat soll sich auf seine Kernfunktionen konzentrieren und nicht ausufern. Ein letztes Wort zu den Kulte, weil ich gesehen, Herr Präsident, dass meine Zeit drüber ist. Wir feiern als ADR kein Krieg gegen Religionen, ganz am Gegenteil. Wir sind noch für eine Trennung von Kirche und Staat, aber eine Trennung von Kirche und Staat heißt nicht der Krieg gegen Religion, heißt nicht der Krieg gegen die Glauben. Da haben wir eine andere Kultur. Für uns fängt eine andere Diskussionskultur. Für uns wäre selbstverständlich, wenn wir gegen eine Reform machen, dass wir Mojideri gegen empfangen, die will man da darüber schwätzen. Allein der Begriff vom Dialog schenkt bei verschiedenen Regierungsmembern nicht ankommen zu sehen, dass wir bei der Reform von den Kirchenfabriken zum Beispiel der Fall. Wie können eine Partei wie DP, die immer gesagt hat, wir sind für den Dialog und Transparenz, an einer Regierung sind mit Leuten, die den Dialog verweigern, mit Leuten, die wollen über Reformen von mit dieser Regierung diskutieren. Eben in den vielen erstaunlichen Sachen bei dieser Sache. Ein Zweitsache. Herr Staatsminister, es wäre auch für Sie interessant, nur zu lauschen. Woher wisst ihr das? Also der Mist löst zur Konklusion kommen. Ich komme zur Konklusion, sogar die Regierung sich beruhigt hat, Herr Präsident. Das für mich immer schön zu sehen, dass ich Aufmerksamkeit fand bei den Regierungsmembern, mit wann sie nur lauschen. Wann sie nur lauschen, da will ich aber auch so. dass wir uns der Religions- und erstens nach vielleicht eine ganz kurze Bemerkung, hier ist immer gesagt, dass wir am Konsens mit der Kirche gemerkt, es ist auch zum Teil ein Druck zustande kommen. Es ist unter dem Druck vom Referendum, sie verschiedene Sachen zustande kommen. Aber
ënner dem Druck zustande kënnt, ass wie dat net dat lächt wurt. An de Religionsunterricht, den gëtt aufgeschärft, ob schon net de Schwa ass wo so viele Leiit ha am Land. Et ass eng Decision, die des Koalition hält, géint de Wëlle, wo ganz viele Leiit, wo ganz viele Jonken, die sich fir de Religionsunterricht ausschwätzen.